Ich möchte heute über Ausstellungen sprechen. Hoy quisiera hablar sobre las constelaciones. Und über Ausstellungen zu sprechen ist einfach. Hablar sobre las constelaciones es fácil. Wenn man sie nicht macht, weiß man nicht, wie sie schmecken. Si no se hacen, no se puede saber qué sabor tienen. Quien no las prueba no puede saber qué sabor tienen. Es ist ein bisschen so, wie wenn man eine Erdbeere beschreiben würde. Es como describir una fresa. Wenn man sie isst, ist es anders als die Beschreibung. Al comérsela, pues uno ve que es diferente de la descripción. Das heißt, ich werde mit meinen Erklärungen für die, die Ausstellungen noch nicht kennen, etwas anbieten. Es decir, para aquellos que no conocen las constelaciones, yo con mis explicaciones voy a ofrecer algo. Ein zweiter Schritt wäre hier noch eine Ausstellung zu machen, im zweiten Teil dieses Abends, sodass alle es auch einmal sehen können. Y el segundo paso será hacer una constelación esta tarde para que realmente todo el mundo pueda ver cómo son. Dazu braucht es jemand, der mutig ist, so etwas zu machen und ein Thema hat. Para eso es necesario que haya alguien que tenga el valor de dar ese paso y, bueno, que lo haga. Okay. Y que tenga un tema, ¿no?, que tratar. Okay. Okay. Sí. ¿Quieres hacer una constelación? ¿Ah? Bueno. Ich möchte ein bisschen was über Ausstellungen erzählen, und zwar aus meiner Sicht. Quiero contar algo sobre las constelaciones desde mi punto de vista. Und zwar aus meiner Sicht, so wie ich sie heute sehe. Desde mi punto de vista, tal y como las veo hoy en día. Und das ist anders, als ich es vor vielen, vielen Jahren gelernt habe. Que es diferente a tal y como las aprendí hace muchos años. Ausstellungen nehmen immer die Farbe der Person an, die sie leitet. Las constelaciones toman siempre el color de la persona que las dirige. Und die Farben sind unterschiedlich. Los colores son diferentes. Das, was jeden von uns leitet, wenn wir Ausstellungen machen, ist das Anliegen eines Klienten. Lo que nos dirige a nosotros cuando hacemos una constelación es el tema del cliente. Und der Wunsch, es möge eine gute Lösung finden. Y el deseo de que pueda ser posible encontrar una buena solución. Um eine gute Lösung finden zu können, muss man wissen, dass man am Anfang nicht weiß, wie eine Lösung ausschauen kann, wenn man beginnt. Para poder encontrar una buena solución hay que saber hay que reconocer que al principio uno no sabe qué es una buena solución. Die Lösungen machen sich in der Ausstellung mit jedem Schritt, den man tut. Las soluciones se van dándose con cada paso que se da a lo largo de la constelación. Und Ausstellungen sind dann schlecht, wenn jemand behauptet, ich weiß, was für die Person gut ist. Las constelaciones son malas cuando uno pretende saber qué es lo que es bueno para la persona. Das ist etwas, was sich für mich sehr verändert hat im Laufe der Jahre. Esto es algo que para mí ha ido cambiando mucho a lo largo de los años. Und ich muss sagen, meine besten Lehrer sind alle meine Klienten gewesen. Yo puedo decir que mis mejores maestros han sido todos mis clientes. Weil jeder mich lehrt, was es für seine Seele braucht. Porque cada uno de ellos me enseña qué es lo que necesita su alma. Und zwar in diesem Augenblick, wo wir eine Arbeit tun. Y justo en ese momento, lo que necesita su alma, justo en ese momento en el que hacemos el trabajo. Ausstellungen haben eine lange Tradition, die ungefähr vor 100 Jahren begonnen hat. Las constelaciones tienen una larga tradición que comenzaron más o menos hace 100 años. Und zwar mit einem Psychoanalytiker namens Jacob Moreno. Con un psicoanalista llamado Jacob Moreno. Der in einer Form von Theater mit Klienten gearbeitet hat, eine Art Theaterstück. Que trabajaba con una especie de obra de teatro con los clientes.
begonnen, Klienten zu bitten, ihre Familie mal zu spielen. Él comenzó pidiéndole a los clientes que representaran a sus familias. Und das wunderbare Erleben, das er hatte, war, dass das, was Menschen über ihre Familien erzählt haben, völlig anders waren als die Bilder, die sie gezeigt haben. Y lo maravilloso era que aquello que las personas contaban sobre su familia era muy diferente a las imágenes que se mostraban. Im Laufe seiner Arbeit, es hat damals nicht Aufstellungen geheißen, sondern Soziodrama. No se llamaba, en aquel entonces no se llamaban constelaciones, se llamaba sociodrama. Die Szenen immer mehr erweitert. Él fue ampliando las escenas cada vez más. Die größte Szene, die er einmal aufgestellt hat, waren 3500 Personen einer Gemeinde. La mayor escena que colocó en una ocasión fueron 3.500 personas de una comunidad. Und über das Erzeugen von Bildern, y a través de la creación de las imágenes, die diese Menschen miteinander geschaffen haben, hat sich eine bestimmte Form von Kommunikation entwickelt. Que esas personas iban creando, a través de esas imágenes se desarrolló una forma especial de comunicación. Daraus hat er dann eine bestimmte therapeutische Richtung namens Psychodrama entwickelt. Y a partir de ahí desarrolló un modo terapéutico al que se llamó psicodrama. Die sich dann doch in einigen Punkten unterscheidet von dem, was wir heute Aufstellung nennen. Que se diferencia en algunos puntos de lo que nosotros llamamos constelaciones hoy en día. Die nächste wichtige Person, die zum Thema Aufstellungen einen wichtigen Beitrag geleistet hat, war ein Ungar. La siguiente persona que hizo una aportación importante a lo que son las constelaciones fue un húngaro. Der auch nicht von Aufstellungen gesprochen hat. Das ist ein Wort, das sehr spät dazugekommen ist. Tampoco hablaba de constelaciones. Esta es una palabra que llegó mucho más tarde. Und er hat mit Patienten seiner psychiatrischen Klinik verschiedene Bilder, Patienten in seiner psychiatrischen Klinik verschiedene Bilder aufstellen lassen zu ihren Familien. Con pacientes de la clínica psiquiátrica hacían como representaciones o como si fueran constelaciones de sus familias. Und er hat herausgefunden, dass bestimmte Krankheitsbilder bestimmte Familienbilder als Hintergrund haben. Y descubrió que determinadas imágenes de familia se correspondían con determinadas imágenes de enfermedades. Und er hat das lange beforscht, hat über 1000 Familiengeschichten beforscht. Entonces estuvo investigando esto, investigó más de 1000 familias. Und aus dem heraus hat er, aus den Ergebnissen hat er ein Buch geschrieben, das nennt sich Unsichtbare Bindungen. Y de estos resultados de sus investigaciones, pues publicó un libro que se llamaba Vínculos Invisibles. Das war ungefähr in den 50er Jahren. Esto fue en los años 50. Er ist dann während der ungarischen Revolution nach Amerika ausgewandert. Durante la revolución húngara emigró a América. Und hat dort seine Forschungen weiterentwickelt. Y continuó con sus investigaciones. Und die wichtigste Erkenntnis, kurz zusammengefasst, seiner Forschungen war, dass es so etwas gibt wie eine emotionale Buchhaltung über mehrere Generationen hinweg. Y lo más importante de lo que descubrió se podría resumir diciendo que hay una especie de contabilidad emocional que mantienen las diferentes generaciones. Also transgenerational, über mehrere Generationen hinweg, zeigen sich bestimmte Auswirkungen von lang zurückliegenden Ereignissen. De modo transgeneracional, es decir, pasando de generaciones de unas a otras, se ve que hay
efectos de hechos sucedidos con anterioridad. Und hat daraus bestimmte Punkte, hat, wie soll man das sagen, seine Konklusion war, dass Dinge, die früher an schweren Ereignissen passiert sind, durchaus in der Gegenwart aufgelöst werden können. Su conclusión fue que cosas que fueron sucesos duros en el pasado pueden encontrar su solución en el presente. Mit Personen, die jetzt leben und lange Zeit nach diesen Ereignissen geboren wurden. Con personas que viven ahora y que nacieron mucho después de los sucesos.